Quello che possiamo vedere in Dolomiti all'inizio della loro lunga storia sono i resti fossili. Von den Ursprüngen der langen geologischen Geschichte der Dolomiten sind heute nur noch fossile Reste von Landlebewesen erhalten, die mit Flüssen und Seen durchzogene Feuchtgebiete besiedelt haben. Dort wuchsen Pflanzen, die weitgehend anders waren als die heutigen, obwohl es einige noch immer gibt, etwa Araukarien, die heute in Südamerika oder im fernen Osten wachsen. Einige dieser Pflanzen haben es als fossile Reste in die Gegenwart geschafft, wie man sie auf dieser Platte erkennen kann. Die berühmteste in Gröden gefundene ist die Ortiseia, die nach St. Ulrich benannt ist. Es war eine primitive Konifere, die mit der Araukarie verwandt ist und uns nicht nur diesen schönen Zweig hinterlassen hat, sondern auch ihre Früchte, also die Zapfen. Wir befinden uns im ausgehenden Perm, in dem die Ablagerung all dieser vom Land stammenden Materialien eine Einheit bildet, die Geologen heute Grödner Sandstein nennen. Seine mächtigen roten Felsschichten sind typisch für Gröden, finden sich aber überall in den Dolomiten. Sandstein ist dabei nichts anderes als Sand, der sich über die Zeit zu Stein verfestigt hat. Seine rote Farbe ist zum einen der Zusammensetzung der Sedimente zu verdanken, die aus darunterliegendem Porphyr, ein rotes Gestein vulkanischen Ursprungs, ausgewaschen worden sind. Zum anderen ist die rote Farbe Indiz dafür, dass die Ablagerungen aus einer Zeit stammen, die warm und ziemlich trocken war. Bedingungen, die die Ausbildung einer rötlichen Farbe in den Sedimenten fördert. Ist der Sandstein feinkörnig, bietet er optimale Voraussetzungen, damit sich darin Reste von Pflanzen erhalten, also nicht nur Blätter, sondern auch Holz, die in manchen Fällen sogar noch ihre Zellstruktur erkennen lassen. Vor allem an Flussufern haben zudem die hier heimischen Tiere ihre Spuren im feinkörnigen, feuchten, aber kompakten Sand hinterlassen. Die Spuren wurden daraufhin von anderen Sedimenten überdeckt und erhalten. Dass die Fossilienschichten bis heute überdauert haben, ist der Verfestigung von Schlamm und Sand zu Gestein zu verdanken. Ein Prozess, den man Diagenese nennt. Die vielen Spuren zeigen uns, dass diese Landschaften von vielen verschiedenen Tieren besiedelt waren. Funde ihrer fossilen Skelettreste sind dagegen äußerst selten, was damit zu erklären ist, dass ihre Fossilisation in einem terrestrischen Ökosystem extrem schwierig ist. Über die Zeit hat sich dieses Ökosystem allerdings mehr und mehr gewandelt und einem marinen angenähert. Dafür sprechen etwa diese sogenannten Ripple Marks, die nichts anderes sind als versteinerte Strukturen, die Wellenbewegungen auf dem sandigen Meeresboden in wenigen Metern Tiefe hinterlassen haben. Dopo questa prima fase in cui l'ambiente era un ambiente terrestre Nach einer ersten Phase terrestrischer Landschaften mit Flüssen und kleinen Seen kommt endlich das Meer, das die Dutzenden folgenden Millionen Jahre dominiert. Die Gesteinsformationen, die sich darin ausbilden, formen das, was heute die Dolomiten sind. Allerdings rückt das Meer nur stufenweise vor. So gibt es Beweise für ein anfangs extrem salzhaltiges, flaches Umfeld, eine natürliche Saline. Dafür sprechen große Mengen Gips, Felsen, deren Weiß sich vom roten Grödner Sandstein abhebt. Weil solche Bedingungen sich fürs Leben nicht eignen, finden sich im Gips keine Fossilien. Danach wird das Meer stufenweise tiefer. Die dazugehörigen Gesteinsformationen enthalten die Reste der Tiere, die in diesem nun dezidiert marinen Ökosystem leben. Die ersten Fossilien, die man findet, gehören der Gattung Bellerophon an. Schnecken, die der im ausgehenden Perm abgelagerten Gesteinsformationen den Namen geben. Mit einem Gehäuse in Form einer flachen Spirale ausgestattet,
haben sie damals den Meeresboden im nicht besonders tiefen Wasser besiedelt, gemeinsam mit anderen Schnecken, Foraminiferen, Algen und vereinzelten Armfüßern. Eine solche Fauna spricht, auch wenn sie nicht sehr artenreich ist, für ein wenig tiefes, warmes, ausreichend energiereiches und in jedem Fall für diese Arten sehr lebensfreundliches Meer. Neben den Tieren, die den Meeresboden besiedelt haben, gab es auch einige Lebewesen, die im Freiwasser ihr Zuhause gefunden haben. Zum Beispiel sind diese Nautilusartigen Kopffüßer, deren Gehäuse nach dem Tod auf den Meeresboden gesunken ist und von denen heute noch einige als Fossilien gefunden werden. Es handelt sich um enge Verwandte des Nautilus, der heute bei Paläontologen als lebendes Fossil gilt. Und zwar gerade, weil er so große Ähnlichkeiten zu seinen 250 Millionen Jahre alten Vorfahren aufweist. Nella massa d'acqua c'erano anche dei pesci. Gefunden worden sind auch Fischfossilien, nicht viele, um ehrlich zu sein, aber sehr wichtige. Archaeolepidotus leonardi etwa wird nur von einem einzigen gut erhaltenen Exemplar repräsentiert, das in den 1950er Jahren gefunden worden ist. Häufiger sind dagegen die Zahnplatten von Boba satrania, einem Fisch mit einem hohen Körper, der sich von kleinen Muscheln ernährte, die er vom Meeresboden gesaugt und mit Hilfe der massiven Zahnplatten im Rachen zerkleinert hat. All diese Fischarten sind von großer Bedeutung, insbesondere dieses Exemplar von Archaeolepidotus leonardi, das in den 1950er Jahren von Heinrich Moroder gefunden wurde, einer der Gründer dieses Museums, gemeinsam mit anderen Persönlichkeiten aus dem Tal. Es handelt sich wahrlich um einen außerordentlichen Fund, da er der einzige versteinerte Fisch aus dem Grödner Raum ist, der sich mit seinem Skelett erhalten hat. Wir kommen nun in die Trias, die erste Periode des Mesozoikums, des Erdmittelalters also. Der Übergang vom Perm, der jüngsten Periode des Erdaltertums, gilt als wohl wichtigste Phase des Lebens auf der Erde. Er fand vor 252 Millionen Jahren statt und geht mit einem katastrophalen Ereignis einher, von dem so mancher Paläontologe behauptet, dass es das Leben an den Rand des Verschwindens gebracht habe. 90-95% aller existierenden Arten sterben damals aus. Fast alles, was wir in den Vitrinen zum Perm gesehen haben, verschwindet. Nur einzelne Linien von Organismen überdauern. Das Meer ist sehr viel lebensärmer, die reichhaltigen Gesellschaften der Bellerophonschichten sind verschwunden und werden von wenigen Arten ersetzt. Diese umfassen allerdings eine enorme Anzahl von Individuen. Es ist dieses Bild, das die Ablagerung der Werfener Schichten heute nachzeichnet, die in einem Meer mit einer überaus geringen Biodiversität stattfindet. Die Fauna dieser Zeit wird von Muscheln dominiert, etwa von der berühmten Claraia, einer besonders artenreichen Muschelgattung. Hier sehen wir eine Platte mit Claraia clarai, der schönsten und am weitesten verbreiteten Art. Aus den anderen Platten wird klar, dass darauf viele Exemplare einer einzigen Gattung zu finden sind, wie wir bereits gesehen haben. Das deutet darauf hin, dass die Lebensbedingungen auf dem Meeresgrund so schwierig waren, dass nur eine oder wenige Arten überhaupt imstande waren, sich daran anzupassen. Gleichzeitig hatten diese Arten aber keine Feinde und konnten sich daher zahlenmäßig enorm entwickeln. Für Lebensräume, die sich auch nur minimal voneinander unterscheiden, waren damals unterschiedliche Arten charakteristisch, die nicht imstande waren, sich Veränderungen anzupassen, selbst kleinsten. Deshalb verläuft die Geschichte der ersten Jahrmillionen der Trias relativ einfach und monoton. Das Meer war nicht tief, der Meeresboden schlammig, die Artenvielfalt gering. Troviamo anche delle tracce, delle evidenze di vita, non troviamo gli organismi. Im Gestein können wir heute fossile Spuren der Existenz und der Aktivität von Organismen finden, die sich nicht erhalten haben. Sie haben im Schlamm des Meeresbodens ihre Spuren und Höhlen hinterlassen, aber auch hier war die Vielfalt äußerst gering.
Dopo questa prima ingressione marina nel Triassico, tutta la regione alpina Nach der ersten Überflutung durch das Meer in der Trias taucht die gesamte Alpenregion wieder aus dem Wasser auf und das Auftauchen zieht Erosion nach sich. Das Ergebnis im Dolomitengebiet sind diese rötlichen Konglomerate, die man als Richthofen-Konglomerat bezeichnet. Abbiamo una nuova ingressione marina, chiaro che inizialmente il mare poco profondo. Danach kehrt das Meer Schritt für Schritt zurück, nicht nur in die Dolomiten, sondern in die gesamten südlichen Kalkalpen bis in die Lombardei. Qui in Dolomiti abbiamo questa. Hier in den Dolomiten setzt sich in dieser Zeit die Contrin-Formation ab, als gleichmäßige, weite Carbonatplattform. Das Meer war 1 bis 3 Meter tief und Kalkalgenwiesen lieferten das Calciumcarbonat, das in der auf die Sedimentierung folgenden Phase zu Dolomitgestein, kohlensaurem Kalk und Magnesium umgewandelt wurde. Dopo questa fase di grande uniformità avviene. Diese Einheitlichkeit wird allerdings an einem bestimmten Punkt beendet und dieser Bruch ist für die Dolomiten von zentraler Bedeutung. Abbiamo per la prima volta due ambienti molto diversi. Zum ersten Mal bilden sich in der Trias zeitgleich zwei sehr unterschiedliche marine Ökosysteme heraus. Die Atolle und die Carbonatplattform sind von einem sehr tiefen Meer umgeben. In den Atollen ist das Meer noch immer sehr flach. Die Carbonatformationen, die hier abgelagert wurden, bilden massive Carbonatschichten, die die gesamten Dolomiten prägen. Zwischen den verschiedenen Atollen ist das Meer dagegen bis zu mehrere 100 Meter tief. Es lagern sich dunkle, klar geschichtete Kalke ab, wie jene der Buchensteiner Formation. Sie sind heute etwa am Gipfel der Seceda gut erkennbar. E in certi livelli possiamo trovare dei resti di pesci. Die große Wassertiefe und das Fehlen von Sauerstoff am Grund haben Reste einiger Organismen gut erhalten, darunter solche von Fischen. In questa unità certamente Das berühmteste Fossil aus dieser Formation ist aber jenes des Fischsauriers von der Seceda, das vor mehr als 50 Jahren am Fuß der Gipfelwand aufgefunden wurde, und zwar auf einem Felsband, das auf der Contorin-Formation aufliegt. Hier ist alles ausgestellt, was damals gefunden wurde. Verschiedene Knochen und überaus deformierte Wirbel, die einst zu einem rund 5 Meter langen Tier gehörten. Neben Fischen und dem Fischsaurier schwammen im weniger tiefen Wasser auch viele Ammoniten, die in einer gewissen Häufigkeit gefunden wurden. Sie gelten als Leitfossilien für das gesamte Trias, also als jene Fossilien, die herangezogen werden, um die Gesteinsformation zu datieren, in der sie gefunden wurden. L'ultima grande piana di marea del Triassico, delle Dolomiti possiamo dire. La fine della storia del Triassico. Das letzte große Wattenmeer der Trias, der Dolomiten, der Hauptdolomit. Der letzte Abschnitt der Geschichte der Trias ist im Dolomitengebiet und in den gesamten nördlichen und südlichen Kalkalpen ein relativ ruhiger. Abbiamo una enorme piana di marea. Es ist die Zeit eines ausgedehnten Wattenmeeres, eines unglaublich weiten Meeres also, das höchstens ein paar wenige Meter tief ist. Zudem ist das Klima sehr warm und tendenziell trocken. Das Leben im Wattenmeer ist kein einfaches, weil das extrem flache Wasser sich schnell aufwärmt, wodurch der Salzgehalt ansteigt. Im Hauptdolomit finden sich häufig Strukturen, die von blaugrünen Algen stammen, von Cyanobakterien also, die zu den ältesten bekannten lebenden Organismen zählen. Es handelt sich um flache, parallele Schichten, die mehr oder weniger wellig sind und Stromatolithen genannt werden. Während sich die Cyanobakterien selbstverständlich nicht erhalten haben, sehen wir noch die Sedimente, die zwischen den Algenschichten angehäuft wurden. Heute bilden sich Stromatolithen nur noch vor den Bahamas, im innersten Persischen Golf und in der australischen Shark Bay. Wegen der schwierigen Umweltbedingungen, die wir bereits erklärt haben, enthält diese Formation,
die auch schon einmal einen Kilometer mächtig sein kann, nur wenige echte Fossilien, die zudem oft auf wenige Schichten konzentriert sind. Predominano questi megalodonti. Vorherrschend sind Megalodonten, große Muscheln, von denen häufig nur ein Steinkern erhalten geblieben ist, also jene Sedimente, die einst das Muschelinnere ausgefüllt haben. Die Muschelschalen haben sich dagegen über die Zeit aufgelöst und einen Hohlraum hinterlassen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das anfängliche Kalkgestein in Dolomitgestein umgewandelt worden, man spricht von Dolomitisierung, und dabei die Muschelschale aufgelöst worden ist. Die Form der Muschel hat allerdings überdauert und wir können den äußeren Abdruck der einstigen Schale bewundern. Darüber hinaus gibt es allerdings wenig, die Anzahl der Arten ist gering. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass die Dolomitisierung auch die Reste der kleinen Organismen zerstört hat. Wir haben bereits gesehen, dass der Großteil des Gesteins, das die Dolomiten bildet, in der Trias abgelagert wurde. Allerdings geht die Sedimentierungsgeschichte der Dolomiten im Jura weiter und zieht sich bis in die Kreide. Dieses jüngere Gestein lagerte sich natürlich auf dem älteren ab. Als sich das ganze Gebiet also unter den orogenetischen Schüben zu heben begann, die die Berge gebildet haben, waren die jüngeren Gesteinsschichten die ersten, die über den Meeresspiegel gehoben und erodiert wurden. Das Ergebnis können wir heute sehen. Viel Trias, wenig Jura, noch weniger Kreide. Però questo Cretacico è estremamente interessante per quanto riguarda i fossili, perché come possiamo vedere in questa vetrina. Auch wenn es in den Dolomiten nur wenig aus der Kreide zu beobachten gibt, so sind die Gesteine aus dieser Zeit aus paläontologischer Sicht doch äußerst interessant, weil sie ganz besondere Ammoniten enthalten. Während jene aus Trias und Jura einfache Spiralen sind, haben die Kreideammoniten in dieser Vitrine komplexe Formen, die man als heteromorph bezeichnet. Sie sind typisch, wenn auch nicht exklusiv für die Kreide. Wir erinnern zudem daran, dass die Fauna von Piz de Puez im restlichen Italien sehr selten ist. Sono molto belle, sono conservate anche molto bene. Die Ammoniten sind überaus schön, oft gut erhalten und auch sehr groß. So gibt es solche, die bis zu 1 Meter Durchmesser erreichen. Man geht davon aus, dass sie in einem nicht sehr tiefen Meer gelebt haben, weil die Experten davon ausgehen, dass ihre Morphologie das Schwimmen nicht erleichtert hat. Sie dürften demnach im Freiwasser gelebt haben, allerdings in der Nähe des Meeresgrundes. Con questi fossili praticamente si chiude la storia. Mit diesen Fossilien wird die Sedimentierungsgeschichte der Dolomiten abgeschlossen. Es vergehen dann noch Jahrmillionen, bevor vor rund 100 Millionen Jahren ihre tektonische Phase beginnt, also die lange und komplexe Umwandlung eines ehemaligen Meeresgrundes in die wunderbaren Berge, die wir heute sehen. Alle meravigliose montagne che vediamo oggi.